Ich wollte heute den Herrn Minister fragen, über die Kriterien für eine Organisation den Agreement zu entziehen. Wenn sie die Bestimmungen von dem Agreement nicht anhält oder respektiv Ziele von der Entwicklungshilfe, wenn sie die nicht respektiert an ihrer Arbeit oder Ortenorientierungen von der Lützeburger Baupolitik widerspricht. Das ist eine Frage von der Kohärenz und der Politik. Ihr wisst, dass die 3 Ideen sollen zusammen gehören, den Development und Diplomatie wie auch Défense. Und das ist also eine Frage von der Kohärenz, wie die Entwicklungspolitik und Außenpolitik geht, respektive auch, ob die Organisationen dann die Regierung finanziell unterstützt, auch kohärent sind mit den allgemeinen Zielen von der Entwicklungshilfepolitik. Es wäre nicht logisch, wenn die Regierung gegen Organisationen unterstützen, die denen widersprechen. Der Minister hat auch recht, nutzefrohen, wenn in die verschiedenen legalen Texte guckt, da steht Logique d'intervention, Strategie opérationnelle, könnte nur gefragt gehen, genauso wie an den Text da steht, das Minister könnte all zusätzliche Informationen frohen, die nötig sind für die Opportunität von dem Agreement zu überprüfen. Das heißt, der Minister hat die Möglichkeit, ein Agreement zu überprüfen, eine Appreciation zu machen, die nötig und auch notwendig ist. Es ist aber so, dass auf jeden Fall eine Menge Appreciation das Minister eng Organisation unterstützt, die den Zielen von der Politik widerspricht, dass der Komitee pour une paix juste au Proche-Orient. Den unterstützt den Schritt der Region ökonomisch. Du musst ja wissen, dass die besatzten palästinensischen Territoire, so wie die Regierung sie nennt, praktisch konsideriert gehen für Kooperationspartner. Das ist kein offizieller Kooperationspartner, aber sie sind praktisch so behandelt, als wären sie an den Komitee, den aber letzte Entwicklungshilfe kriegt, den propagiert eine Boykottpolitik für die Region, Boykott, Disinvestment als Sanktionen, die speziell auch sollen die Produkte visieren, die aus den Regionen kommen. Wenn man guckt an der Literatur, dann heißt es, dass die auch DAX als antisemitisch angestuft sind, die Operationen an dem Dosen. Und das Komitee hat auch auf seiner Website ein Kommentarbrief zitiert und auch publiziert, wo gesagt wird, le Parlement européen a voté en mai 2017 une résolution odieuse sur la lutte contre l'antisémitisme, wo sich bezieht auf die Holocaust Remembrance Alliance, an der Definition hat auch Lützeburg angeholt. Das ist also an den Ende von der Organisation eine Definition odieuse oder eine Resolution odieuse. Nun muss ich wissen, dass die Kriterien nicht ganz klar sind, ob sich der BDS genau bezieht. Es gibt die verschiedenen Interpretationen auch an der Strömung. Es hat ökonomisch negativ Auswirkungen auf die besatzten palästinensischen Territorien. Zum Beispiel SodaStream, also ganz bekannte Beispiel, eine Entreprise, die dort zugemacht hat, aber auch zum Verlust von Hunderten von Arbeitsplätzen gefordert wird. Auch mit der Lützeburger Diplomatie als der Komitee nicht kompatibel, politisch, als die Regierung gegen alle Formen von Boykott von israelischen Produkten an die Regierung doch schon ein paar Mal in der Strache, dass sie Boykottmaßnahmen gegen israelische Produkte absolut unterstützt. Politisch will die Regierung gute Relationen mit Israel, wie doch bei der Visite von Herrn Premierminister Büttel am September 2016 in der Strache gouf. Es ist aber so, dass auf der Website vom Cercle de Coopération, mit dem wir auch zusammen schaffen, den Komitee pour une paix juste Israel als Terrorisme d'État bezeichnet. Es ist auch so, dass die Konventionen mit den israelischen Universitäten kritisiert, die zwischen der Universität Lützeburg und den Universitäten gemacht gehen. Und es ist so, dass die Gewalt nicht mehr gegen die Population zivil verurteilt, so steht in der Charta, aber nicht ausschließt, dass Gewalt gegen die israelische Sicherheitsautoritäten gemacht gehen. Das Weitere vergleicht den indirekt Israel mit der Nazi-Okkupation zu Lützeburg, an dem es sieht, wenn wir als Politik nicht ändern, müsste man als 70 Jahren durch den direkten Vergleich présenter à la Palestine nos excuses pour notre complicité d'aujourd'hui dans son occupation du peuple palestinien et ses souffrances. Die Regierung unterstützt die anti-israelische Propaganda von der Organisation an der Schule mit enormen Summen, auch administrativ von der Organisation. Über 1,5 Million Euro haben sie gekriegt, 129.000 Euro allein für sogenannte Politik de Sensibilisation, also anti-israelische Propaganda an der Schulen und auf andere Plätzen. Höchstsumme wie frei administrativ. Und vor muss also gestaltet gehen,
ass heidet doen die anti-israelisch Propaganda überhaupt kompatibel mit den Zielen von der Lützeburger Bausepolitik, mit der Lützeburger Regierung, muss Lützeburger Regierung auch nicht, weil die BDS-Politik, die Boykottpolitik an den Gebieten klar der ökonomischen Entwicklung von denen Territorien widerspricht, der Zusammenarbeit mit dem Komitee anmerken. Letztes Element von der Frau, von einer Organisation auch noch von anderen Ländern, eine Nichtregierungsorganisation auch noch von anderen Ländern finanziell unterstützt gehen, Beispiel Katar oder andere, was dann opportun von der letzte Regierung so eine Organisation auch weiter unterstützen. Die hat ein konkret vorgestellt über den Agreement von einer ONG, den Hayas eng von 93 ONGen, die wir haben. Und ich meine, das ist ganz klar, dass all Agreement determiniert das op Basis vom Artikel 7 vom Gesetz über die Entwicklungshilfe, wo für allem präzisiert wird, was auch die Aufgaben sind von einer ONG für zu leisten, dass sie muss verschiedene Kriterien erfüllen. Einerseits Beispiele haben für Ziele an der Entwicklungshilfe zu weisen, auf der anderen Seite für allem weisen, dass es Kompetenzen hat, dass es Fähigkeiten hat und dass es Erfahrung hat, an der Entwicklungshilfe zu schaffen. Und dabei bei der Umsetzung der Projekte können unterstützt gehen. Das Reglement Grand Ducal präzisiert dann das Gesetz an den 4 Punkten, und da komme ich auch zu eigentlicher Frage, zur Antwort auf Frage zurück, die ich dann noch erklärt. Für einerseits zu gucken, wie natürlich die Aktivitäten geguckt, die gemacht gehen, auf der anderen Seite gehen nachher Kompetenzen, gehen auch die Einzelbildungen geguckt, die von allem auch geguckt, und das ist der Schluss von Ihrer Frage gewesen, die finanziellen Beteiligungen und der ONG, von wo die kommen. Das wird auch ganz klar geprüft, dass man hier, die Lützeburger ONG ist, ganz klar Fonds sind, die von Lützeburg auf Lützeburger Konten sind, an ausländische Fonds, die ganz klar ausgeschlossen beim Kofinanzement, die gemerkt wird. Das ist auch so, dass bei der heute ONG und dann, also so beim Agreement, ein ONG kriegt ein Agreement alkeers für 2 Jahre. Den Agreement wird dann verlängert, an dem Moment auf Basis von eben dem Kontroll, die gemerkt wird. Die Regierung hat auch die Möglichkeit, hat gesagt, der Kooperationsminister für effektiv auch gezielt alkeers ONG rauszusichern, das sind immer 5 Jahre. Die wir holen, für zu gucken, spezifisch zu prüfen, mehr im Detail zu prüfen, wie die Einzelaktivitäten sind, ob es effektiv dementsprechend, was vorgesehen ist am Gesetz, und daneben am Reglement Grand Ducal. Und ich meine, hier, aufgrund auf Ihrer Frage, meine ich, können wir selbstverständlich auch diesen Prozess gezielt machen, mit der ONG mehr im Detail zu gucken. Ich muss auch sagen, dass die Projekte, die wir kofinanzieren, Projekte sind, die andere Punkte visieren. Ich meine, die hat gelesen an unserem Rapport, was genau die sind, die wir machen, dass sie für allem Unterstützungen an denen Projekten, die wir auch selber als Kooperationsminister können drohen, die eben genau an Stärkung von verschiedenen schwachen Teile aus unserer Gesellschaft agieren. Und ich meine, das wolle die Moment Sensibilisation, also eine andere wolle also klar eng Determination davon, dass man selbstverständlich immer wollen noch ONG unterstützen, die Sensibilisation machen, korrekt Sensibilisation, die selbstverständlich am Anklang ist, mit dem, was wir auch pronieren als Regierung einerseits, und auch dafür die Projekte, die laufen können, nicht mehr unterstützt von uns, und effektiv auch die Bütze von einer Kohärenz, meint das auf der anderen Seite, die Drogenschwerte am Anfang, natürlich auch eine gewisse Kohärenz, auch eine gewisse Libertät, die als Gesellschaft hat, eine gewisse Freiheit, die man gerade an unserem Land haben, und die auch Möglichkeit gibt, natürlich alle ONG, die Zivilgesellschaft für sich frei auszudrücken. Es fährt auf verschiedene Länder ganz schwer, es fährt natürlich, und da gehen sie 100% recht, konform zu Gesetzen. Also da scheint man ganz klar zu sein, dass man das muss anhalten, sowohl nationaler wie internationaler Uni. Natürlich, da müssen dieselbe Meinung wie die Regierung. So, und das scheint mir ganz klar zu sein. Wir haben es klar, wenn wir das ONG unterstützen, wenn wir Projekte unterstützen an diesem Bereich, das sind Projekte, die genau zibliert sind auf die Achsen, die wir auch als Objektive haben. Und das bleibt mir am Herzen. Das war so, wie ich gesagt habe, selbstverständlich. Wir können all Donner erfahren, wir werten das, aber wir machen das doch regelmäßig bei allen ONG. Und wir können hier auch vielleicht den Prozess bei der Revision der vielleicht beschleunigen und auch vielleicht mehr im Detail die Sache gucken.
Merci, Herr Kartheiser, danke, du Hacke. Große Merci Herr Minister. Ich wollte doch Herr Minister so selbstverständlich Meinungsfreiheit steht gut zur Diskussion. Just im Prinzip soll der Staat finanzieren, was nicht kohärent mit seiner Politik aus, aber der ONG kann hier Meinungsfreiheit voll benutzen. Das steht nicht zur Debatte. Vielmals Merci. Merci. Also ich meine, ich konfirmiere an das, was ich gesagt habe, und ich meine, du im Prinzip dann vor der gehen. Meinungsfreiheit die eine Seite, auf der anderen Seite, als Kofinanzement, das klar basiert auf Projekten, die gezielt Eispolitik unterstützen.